heute eine Emission aus den 12. November abgeholt. Wir werden 12. November, mit ihr wisst alle schon, dass aus der großen Tag, wo die Europäer ein Sond auf den Komet geschickt haben. Und dafür auf dem Tag sind ich heute zusammen mit Yves Elsen. Den Yves Elsen ist der Chef vom Gruppement von den Lützeburger Industriellen, die sich Raumfahrt bekümmern. Und das kennt nicht von einfach so, der kennt alle Guren die Großfirma SES, eine von den größten, war nicht die größte Satellitenfirma auf der Welt, sie als Lützeburgisch. Der wisst auch alle Guren, nur weil von ein paar Wochen, dass Lützeburg ein Satellit in Richtung Mond geschickt wird. Lützeburg als Weltraumnation, ist das der Witz oder ist das so? Das ist Realität. Das ist eine Realität seit 30 Jahren, dass wir in der Weg sind, uns zu diversifizieren. Aber das ist mehr einfach, während den Weltraum zu gehen. Wir sind ein kleines Land. Wir haben 2500 Quadratkilometer auf dem Boden. Wenn wir aber eine Industrie haben, die europaweit ausstrahlt, dann muss man uns mehr hoch positionieren. Das ist die Vision von Pierre Werner, den da gesagt hat, mit Jacques Santer. Und dafür haben wir heute nicht nur eine Operationsgesellschaft wie die SES, sondern wir haben auch 150 Erdwegplätze von denen 600 Kleinbetriebe, Mittelbetriebe, die sich mit der Raumfahrt auseinandersetzen. Wir haben schon gelesen, dass die 2% von unserem Reichtum zu Lützeburg produzieren. 2% vom Reichtum von Lützeburg gibt produziert heute von der Weltraumindustrie, selbstverständlich ein größer Teil von der SES. Aber wenn wir die Kleinbetriebe zusammenholen, dann liegen wir bei 0,06%. Dieser Moyenne d'Agence Spatiale Européenne hat 0,04%. Das heißt, wir liegen voll am europäischen Ranking. Lützeburg ist gut positioniert. Und wir sind, auch wenn wir gucken, per capita die viertgrößte Nation an der ESA, was wir investieren wir als Industrie. An die Europäische Weltraumorganisation ESA, die wird ja von Lützeburg gelegt an diesem Moment. Im Moment ist der lützeburgische Wirtschaftsminister, der noch ist, der von dem ESPAS, Co-Präsident mit der Schweiz, wo ganz große Diskussionen geschwert gehen über die Zukunft von der ESA, hier zusammenspielen mit der Europäischen Union. Man darf ja nicht vergessen, an einem Jahr als Lützeburg an der Präsidenz von der Europäischen Union. Und das sind natürlich von einem Land, das durch andere Ökonomiken hat, eine ganz interessante Diskussion, wo wir auch für die Zukunft von unserem Land etwas ausmachen können, weil ich muss betonen, wir haben nicht nur einen Dingstoff von Televisionssatelliten. Wir haben auch Betriebe, die haben gesagt, die kleinen Mikrosatelliten bauen, die können den Mond fliegen. Wir haben Betriebe, die große Antennen können entwickeln, wie Satelliten zu steuern. Wir haben Betriebe, die Materialien machen, die auf die Satelliten zum Einsatz kommen. Und wir haben Betriebe, die Equipmente fabrizieren, wie Satelliten zu bauen. Also wir sind auf der ganzen Chaîne de Valeur voll besetzt. Mit einem kleinen Land, mit einer kleinen Equipe, mit dafür mit großer Flexibilität. Ich meine, wir können hoffentlich sein, dass wir das tun und dass die Idee von Pierre Werner und Jacques Santer sich zu einem Standbein developiert hat, wo nicht nur SES etwas durchstellt, sondern auch die anderen. Und ich meine, es wäre auch mal interessant, den Bürger da draußen zu sagen, dass die Industrien, die zu Lützeburg produzieren, die Services developieren, das nicht nur machen am rein wirtschaftlichen Umfeld, sondern auch für Entwicklungshilfe und für Katastrophenhilfe zu machen. Ganz richtig. Wir haben ein System zu Lützeburg entwickelt, das heißt Emergency.lu, den haut an Afrika und auf der ganzen Welt zum Einsatz können, für Krisengebiete Kommunikationen zu machen, an 2W von Bild, Daten und von der Stimme. Und das sind natürlich Sachen, die sind immer möglich von einem Operateur wie das erst zu Lützeburg hat. Die hat kleine Unternehmen wie ein Hightech, die Entwicklungen möchte. Und die hat natürlich eine Regierung, die das Sektor als ganz wichtig angesehen hat. Etwas war doch wichtig an diesem Sektor. Ich habe nicht viel gesagt, wir haben noch eine Filiale manufakturär. Wir schwätzen viel von der Industrie zu Lützeburg. Eine Reindustrialisation. Hier ist ein Beispiel, wie man mit kleinen Schritten auf dem Ziel bleiben und eine ganz hohe Valeur ajoutée machen. Jean-Claude Juncker als Kommissionspräsident hat ja gesagt, dass es höchste Zeit gibt, dass Europa sich nicht reindustrialisieren. Weil an den Moment gehen 16% vom Reichtum an Europa von der Industrie geschaffen. Es können bis auf 20% gehen, wenn Jean-Claude Juncker seine Arbeit ordentlich möchte. Und da zweifeln wir ja nicht daran, dass das fertig wird bringen. Ist das auch eine Chance für das weitere Development von der Raumfahrtindustrie zu Lützeburg? Das für Europa aber Lützeburg eine ganz große Chance, weil man dürfen nicht vergessen, Europa ist groß.
wann man gerne Resoen hätten, die a ganz Europa, die eigentlich die Europäunie wie so Bodem haut gedurchgëtt vun der Politikerinnen an der Politiker kann realisiert gehen vun de Bürgerinnen an de Bürger. Da braucht man auch satellitgestützte Systeme, die als auch iwwer Europa aniwwer Europa heraus eng europäesch Infrastruktur bieden. E Schweze vu Galileo. Mir Schweze vun Eumezat. Et gëtt onheimlich viel Beispiele an Schmengen Apps wann immer méi wichtig gëtt, dat de Klimaschutz an dat Erdbeobachtung. An du huet Lützeburg e ganz grosse Rolle zu spielen. Dir wisst, mir hunn immens viel Datenzentren zu Lützeburg mat heiger Securitéit, dat sinn héich sensibel Daten an Schmengen dat fir dann, wo man gegen der Drisse mat am Reding dem Jacques Santer an Pierre Werner Recht gin, dat man dagegen och eng Peripherie ëmmer Satellitenoperationen opbauen. An Schmengen kann ich stolz an Hofres Lützeburger zu sinn, an op de Sektor weiter zu hoffen anzubauen. Ma dat wäre gut Schlusswort an ich will so, dat ich dem Yves Elsen an senger ganzer Ekipp vun Industriellen viel Chance wünschen. D'Europadeputéierten werden déi Ekipp unterstützen, fir dat Satelliten an Traumfahrt zu Lützeburg ka großgeschriwe gin, an dat man een wichtige Beitrag können machen zur Development vun Europa op jeden Fall dat wat bis well gelecht gin ass. Da könne man so bravo Lützeburg, mir könne stolz Lützeburg zu sinn.